Ich melde mich kurz aus dem Schnitt. Der Vlog ist ein richtiger Kego-Vlog geworden. Einfach so zur Vorwarnung. Aber ich habe auf Instagram gefragt und ihr habt einen Kego-Vlog wählen. Von dem her gibt es jetzt einen Kego-Vlog. Und darum einen kleinen Einblick im Leben von der Influencer, der alles in den Arsch geschoben bekommt. Ja, let's go. Guten Morgen. Ich habe 4 Stunden gepennt. Und wir gehen jetzt ans Frauenfeld. So, angekommen. Hoi, Hanna. Hoi, Nati. Ja, also das Influencer-Leben hier ist mega anstrengend. Wir müssen hier mit Koffern. Wir müssen die selber tragen. Can, bist du aufgeregt wegen deinem Auftritt? Ich werde genau dort hinten spielen. Und ich bin maximal aufgeregt. Ah ja, das haben wir noch nicht erzählt. Also der Can hat mitgemacht an einem Contest, Rap City Contest. Und dort konnte gewinnen, dass du am Open Frauenfeld auftreten kannst. Und der Can hat gewonnen. Und wir werden rufen Can! Also wir machen fette Plakat. Und bei dem Liebessong muss Can die auf die Bühne holen. Und ich muss weinen. Ja, übt das schon mal. Musst du Nati auf die Bühne? Oh, Schiff, ich muss die Kamera aufstellen, ich habe Haare im... Also kurz Aufklärung. Wenn du Influencer bist, dann kommst du selbstverständlich ein VIP-Ticket über für das Open Frauenfeld. Selbstverständlich eine Unterkunft und ganz selbstverständlich ein Eintritt in die Crazy Special Create Lounge, just for a creator, you know. Man kann sich hier schminken, da hat sich coole Sessel, da kann man Ping-Pong spielen, da kann man chillen, da ist der Can und da kann man Alkohol holen. Schlucken, nicht spucken, gell? Okay, gut. Aber eins hat for real plausible Gründe, warum wir Influencer so eine Special Crazy Creation Lounge brauchen. Das Ding ist, alle meinen immer, es ist so beschissen, dass wir so eine extra Wurst bekommen. Verstand ich auch. Wir werden aber auch zufrieden mit einem Kellerraum, wo wir einfach sein dürfen. Weil amigs ist es wirklich anstrengend, da so die ganze Zeit erkannt werden und angespritzt werden von Leuten, die besoffen sind. Wir werden jetzt hier geschminkt. Oh, scheiße, ich gehe in den Vlog drin. Ja. Jansen, schminkst du dich auch? Ja. Wirklich? Ja, natürlich, weil so Glitter in my eyes and I wanna look like a fucking princess, you know? Du bist doch der Prinz, Lorin. Ja gut, scheiße. Man muss dazu sagen, es ist wirklich fucking heiß, also wirklich 50 Grad und es hat nie einen Ort gehabt, wo man sich abkühlen konnte. Und das als Influencer. Oh, das ist schon schön feucht. Ja. Oh, weh, das schmeckt mega grusig. Ja, einfach bei Kunststoff, aber ich habe es jetzt im WC nass gemacht, also es ist frisch. Es war so heiß, dass wir einfach in den Mac gegangen sind. Sie hat die Klimaanlage. Oh nein! Nein, Bro! Nimm meinen Podcast an! Guten Morgen. Alter, das ist so fucking unangenehm gerade. Okay, an dieser Stelle jetzt kommt wirklich fette Warnung. Es kommen jetzt Videos, die ich im Schnitt angeschaut habe und mir gedacht habe, wie habe ich es geschafft, zum Freunde zu bekommen auf dieser Welt. Viel Spaß! Cheers! Wir sind jetzt da am Creator Event. Oh mein Gott! Sie ist Susi! Oh mein Gott, sie ist ich! Was hast du schon immer in der Schweiz sagen? Kannst du noch mal reden? Sag mal etwas auf Schweizerdeutsch. Kochikastli. Kochikastli. Schlaf. Grüezi sagen. Grüezi. Grüezi miteinander. Haben wir Einbürgerungstest bestanden? Alter, ich werde gerade den Schweizer Pass bekommen. Hauptstadt von der Schweiz. Ja. Hauptstadt von der Schweiz. Von der Schweiz, Zürich. Ich habe nicht vorgewarnt. Dann haben wir irgendwie eine Viertelstunde lang oder so diskutiert, ob die Schweiz jetzt eine Hauptstadt hat oder nicht. Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Ey, was hat eigentlich keine offizielle Hauptstadt? Nati ist ein bisschen auf den Kopf gefallen. Warte jetzt, nein, warte. Egal was Nati jetzt sagt, es ist wrong. Eine Hauptstadt. Die Schweiz hat offiziell keine Hauptstadt. Fick dich. Bern ist die Bundeshauptstadt. Nur die Schweiz hat offiziell keine Hauptstadt. Sie liest so den 5. Artikel in ganz Safari und nicht den ersten. Schreib in die Kommentare, ob die Schweiz Hauptstadt. Es hat keine. Es hat also offiziell keine. Krieg. Nati, ich sag die Schweiz. Unfollowed Nati, sie ist dumm. Ja, und dann haben wir gedacht, können wir ja vielleicht mal ab und zu so ein Konzert besuchen. Das ist eigentlich der Sinn vom Open Air. Bier! Jetzt geht's! Los! Na, okay. Was hast du denn? Kann ich nicht wissen, hergehen? Inzwischen. Ich bin Backstage bei 099! Digga, der Brei ist einfach in einem Boot, alle! Ja. Also das waren alle Aufnahmen, die ich von Auftritt gefilmt habe. Ah ja, einen Auftritt habe ich gleich gefilmt. Ich schwöre, das ist mit Abstand der wirklich geilste, richtig krasseste Auftritt im ganzen Open Frauenfeld.
Der von Can. 1 Stunde vor dem Can seinem Auftritt. Sag mal dein Outfit. Cap, Frauenfeld-T-Shirt. Ja, kann man glaube ich machen. Wie fühlst du dich? Erzähl mal. Also in den letzten Tagen bin ich ab und an mal sehr nervös gewesen. Heute Morgen auch. Also ich wäre jetzt so überfordert, wenn ich wüsste, ich muss jetzt auf eine Bühne. Aber es ist eigentlich auch geil. Das ist eigentlich das, was du geträumt hast. Weißt du, so deine Songs auch performen auf dem fucking Frauenfeld. Ja. Ich bin so nervös, ich habe fucking Nasenblüte. Ich habe nie Nasenblüte in meinem Leben, Alter. Was läuft? Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Nein, aber ich war for real wirklich aufgeregt. Ich bin schon lange nicht mehr so aufgeregt und dann ist es auch schon losgegangen. Ja, er ist dann auf die Bühne und es hat eigentlich schon mal gut angefangen. Cheers. Ja, nein, Spaß. Nachdem ist wirklich eigentlich alles gut gelaufen. Okay, eigentlich doch nicht. Ich habe meinen Kollegen nämlich gefragt, ob er mit der Vlogging-Cam den Auftritt filmen. Und wir hatten so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen von dieser Aufnahme. Ja, aber er dann gefragt hat, ob er so ein bisschen auf die Bühne kann, gar nicht so, ja, safe, mach dein Ding, mach geile Aufnahmen. Ich habe halt nicht gewusst, dass er komplett auf die Bühne geht. Halt so, von der Can. Aber ja, eigentlich voll cute. Er hat so seinen Job als Kameramann so richtig ernst genommen. Er hat gesagt, das ist jetzt meine Aufgabe fürs Leben. Und ich bin mir echt gerade beklagt, wir haben jetzt geile Aufnahmen. Aber das Stück hätten dann gleich schnell von der Bühne einfach schnell ziehen. Bro, ich will aufnehmen, Bro. Bro, du hast ihm das Spotlight weggenommen. Du sitzt vor ihm in seinem Licht drin, Bro. Ah, ja. Sorry. Ich liebe die Aufnahme, die ist so funny, Alter. Ich habe den auch schon 50 Mal angeschaut. Aber nachher ist wirklich alles gut gelaufen. Wo sind die Girls? Er hat insgesamt 5 Minuten zum Auftreten, er hat dann 2 Songs gespielt und den zweiten kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil der noch nicht draussen ist, aber ihr werdet ihn dann sehen, also stay tuned! Nein, im Großen und Ganzen ist es wirklich richtig nice gewesen. Einfach geile Experience, also das kann er dann seinen Enkeln erzählen, dass er auf einem Frauenfeld auftreten hat. Ja, und ich bin am Schluss so kaputt gewesen. Also wirklich, der ganze Adrenalinkick hat mich so fertig gemacht. Aber war sehr geil. An dieser Stelle cooles Frauenfeld, es war richtig nice gewesen. Und so viel crazy Shit, was wir erlebt haben. What the fuck? Das war mit dem Vloggen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann gebt ein Like und abonniert mich. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn ich nicht bei uns bin. Ciao! Dein Freund kann nicht rappen. Ich weiss. Heute Sirup trinken am Frauenfeld. Ja, das war mit dem Vlog. Oh mein Gott. Sie ist Susi!